Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der Wahl der neuen Landesregierung willkommen heißen. Buongiorno a tutte e a tutti in occasione della conferenza stampa per l'elezione della nuova Giunta provinciale. Die neue Landesregierung ist soeben hier im Palais Wittmann am Regierungssitz eingetroffen und ich darf herzlich zur Wahl gratulieren. Saluto cordialmente anche tutte le persone, ovviamente oltre ai colleghi della stampa, dei media che sono qui presenti, saluto anche le persone collegate online perché questa conferenza stampa va in onda anche in diretta streaming sui canali ufficiali della provincia autonoma di Bolzano. Landeshauptmann Arno Kompatsch und die Mitglieder der Landesregierung werden im Anschluss auch für Fragen und Einzelinterviews der Medien zur Verfügung stehen. Nun aber wollen wir kurz einen Blick werfen auf einige Schwerpunkte in Ihren Programmen und ich beginne bei Landeshauptmann Arno Kompatsch. Herr Landeshauptmann, Sie verantworten die Agenden Autonomie und Außenbeziehungen, Finanzen, bürgernahe Verwaltung, Gemeinden, Zivilschutz und Bürgerrechte. Zwei große Themen liegen Ihnen bekanntermaßen besonders am Herzen. Es ist die Autonomie zum einen, zum anderen das Querschnittsthema Nachhaltigkeit. Was hat Priorität? Einen schönen guten Tag auch meinerseits. Buongiorno a tutte e a tutti. Beides hat Vorrang, wenn man das so formulieren kann. Verkehrstechnisch funktioniert das nicht, aber in der Politik sehr wohl. Man kann zwei Dingen gleichzeitig großes Gewicht geben. Die Autonomie selbstverständlich, sie ist die Grundlage auch nicht nur des friedlichen Zusammenlebens, wobei das nur unter Anführungszeichen gestellt wird. Das ist das Wichtigste. Dafür sind wir auch als Modell weltweit bekannt. Aber sie ist auch Grundlage dafür, dass wir die Dinge hier so gestalten können, dass sie für Südtirol am besten passen. Und gilt es natürlich, die Autonomie auch wieder herzustellen in den Bereichen, wo es aufgrund der Rechtsprechung Probleme inzwischen gegeben hat. Dazu gibt es einen klaren Zeitplan. Das Zweite ist natürlich das Thema der Nachhaltigkeit. Der Landeshauptmann hat laut unserer Landesverfassung, sprich dem Autonomiestatut, ja auch eine Koordinierungskompetenz, die Richtlinienkompetenz in der Landesregierung. Somit ist es auch klar, Nachhaltigkeit ist Querschnitt. Nachhaltigkeit betrifft alle Bereiche, für die die Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung verantwortlich sind. Es geht um ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Wir wollen unser gesamtes Regierungshandeln auch weiterhin an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausrichten. In diesem Sinne werde ich natürlich auch im Rahmen meiner Richtlinienkompetenz auch darauf achten, dass wir das gemeinsam auch zu Wege bringen, wobei natürlich alle Landesrätinnen und Landesräte selbst in ihrer Agenda natürlich danach streben werden, das umzusetzen. Das steht auch so im Regierungsprogramm. Cioè brevemente l'autonomia base non solo fra virgolette della nostra convivenza pacifica, diciamo del fatto che qui la tutela delle minoranze funziona, ma non solo, c'è anche questa interazione fruttuosa delle culture, dei gruppi linguistici. Siamo cerniera, un ponte tra due culture, due lingue, due mondi in Europa e allo stesso tempo però anche strumento di sviluppo. E a ciò si abbina il tema della sostenibilità, perché la sostenibilità sarà comunque il metro per il nostro agire. Il Presidente della provincia nell'organo collegiale giunta anche questa funzione di direzione, di direttive, di dare le direttive di indirizzi, la funzione di indirizzo, così parla testualmente anche lo Statuto, e perciò è anche chiaro che l'indirizzo sarà quello della sostenibilità. Riguarda tutti gli ambiti, perché quando parliamo di sostenibilità si parla di sostenibilità ecologica, sociale ed economica e riguarda ovviamente tutti gli ambiti dei colleghi. Cioè sarà mio onere ovviamente sempre anche cercare di coordinare in tal senso i lavori, però sarà onere di noi tutti anche seguire questa strada secondo le indicazioni delle Nazioni Unite. Vielen Dank, Landeshauptmann Arno Kompatsch.
Rosemarie Palmer ist erste Landeshauptmann-Stellvertreterin. Sie vertritt damit den Landeshauptmann im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung. Frau Landesrätin, Sie verantworten die Agenden Familie, Ehrenamt und sozialer Zusammenhalt, in dieser Begrifflichkeit erstmals so benannt in einem Ressort, sozialer Zusammenhalt. Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, einen schönen guten Nachmittag. Sozialer Zusammenhalt, natürlich ein sehr positiver Begriff, der auch deshalb gewählt wurde, weil er zwei Aspekte berücksichtigt. Zum einen der Begriff des Sozialen und auf der anderen Seite Zusammenhalt. Ein Begriff, der eben positiv und vor allem auch in die Zukunft gerichtet ist und wo, so wie es der Landeshauptmann gesagt hat, diese soziale Nachhaltigkeit einen besonderen Stellenwert bekommen soll. Wenn wir den Bereich Soziale anschauen, dort natürlich im klassischen Sinn die Ämter, die Abteilung, die dort ist, mit den großen Bereichen Senioren, Seniorinnen, der Bereich der Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung, die Migration, dann natürlich auch der Kinder- und Jugendschutz und das große Thema der Pflege, Pflegesicherung. Hier geht es natürlich vor allem auch um sozioökonomische Überlegungen, Zuwendungen, Dienste für diese Personen, diese Personengruppen in ganz bestimmten Lebenssituationen, in denen es eben nicht so gut geht wie anderen in unserem Land. Und Ziel der Sozialpolitik muss es sein, die Lebenssituation von benachteiligten Menschen zu verbessern und auch Antworten dazu zu geben und vor allem Dienste im Sinne der Bevölkerung auch weiterzuentwickeln. Beim Begriff des Zusammenhaltes, dort vor allem geht es darum, die Forderungen der gemeinsamen Werte auch, die die Gesellschaft zusammenhalten. Ein ganz wichtiger Begriff, vor allem in der heutigen Zeit, wo es eben die Gesellschaft auch auseinander das stiftet natürlich auch sozialen Frieden und vor allem Zusammenhalt. Darüber hinaus, als wir die zwei Begriffe sehen, geht es in meinen Bereichen vor allem auch um die Zusammenarbeit mit großen anderen Bereichen in der Landesregierung. Hier vor allem auch der Bereich Sanität, Gesundheit, wo wir verstärkt, vernetzt arbeiten müssen, auch schauen müssen, wo wir Ressourcen bündeln, auch effizient einsetzen können. Dann natürlich auch der Bereich der Wirtschaft, gerade im Bereich Menschen mit Beeinträchtigungen, wie wir es schaffen, diese Menschen einzuführen und zu unterstützen. Und nicht zuletzt auch Arbeit mit der Bildung, Arbeit, also ganz viele Bereiche, wo Zusammenarbeit, was auch Zusammenhalt bedeutet. Sehr große, schöne Bereiche und ich freue mich sehr auf diese Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Marco, lei è il secondo vicepresidente della Giunta Provinciale, assessore all'istruzione e alla cultura italiana, commercio, servizi, artigianato ed industria. Signor Vicepresidente, formazione ed economia sono due ambiti chiaramente fortemente interrelati tra di loro, entrambi strategici per lo sviluppo di un territorio, e quindi qual è la più grande sfida da affrontare? La più grande sfida è proprio quella di far parlare diversi assessorati per far collaborare, come diceva la collega Palmer prima, diverse deleghe tra loro. Chiaro che il mondo dell'istruzione e dell'economia devono andare pari passo, perché in fondo le persone cosa ci chiedono? Ci chiedono di rispondere al carovita. Noi non possiamo controllare i prezzi al consumo dei prodotti, possiamo però dare valore aggiunto e far dare alle nostre aziende un valore aggiunto che consenta loro di aumentare gli stipendi. Questo però parte solo dalla formazione di quella forza lavoro, il capitale umano che oggi è richiesto dal mondo dell'economia, perché o non c'è o quando c'è tende ad andare fuori provincia. Grazie di questo statement, anche molto breve. Non so se sulla formazione vuole aggiungere qualcosa, altrimenti... Volentieri, volevo stare nei 2 minuti concordati, devo dire la verità. La formazione è un aspetto molto importante, la vediamo sotto quest'ottica, non solo l'insegnamento di discipline. Noi attraverso la scuola e la formazione dovremo creare prima l'essere umano, quindi dovremo dare una formazione antropologica della persona, creeremo prima
questo sarà il desiderio e il percorso che faremo, delle persone consapevoli, dei cittadini consapevoli e su tanti temi, economico, sociale e anche culturale, e poi questo consentirà anche poi di sviluppare delle singole competenze e discipline. Grazie mille. Landeshauptmann, Stellvertreter der ladinischen Sprachgruppe ist auch in dieser Legislatur Daniel Alfreider, als Landesrat weiterhin verantwortlich für die Agenden Mobilität, ladinische Bildung und Kultur und Infrastruktur. Herr Landesrat, viele Weichen für die nachhaltige Mobilität wurden bereits in der letzten Legislatur gestellt. Denken wir unter anderem an den Mobilitätsplan. Aber das Auto ist nach wie vor das bevorzugte Verkehrsmittel der Südtirolerinnen und Südtiroler. Wie lassen sich die Südtirolerinnen und Südtiroler in den nächsten Jahren auf Schiene oder besser gesagt auf die Schiene bringen? Ja, prima di tutto un bel buon day a tutti e soprattutto Giuliano al Landeshauptmann per la fiducia e la delega alla scuola e la cultura ladina. Per me è un gran onore poter rappresentare i ladins e le Giranzas della comunità ladina di Südtirol, per ein gran Honor, Julang, da Pert mir. Wie schon gesagt, es ist für mich eine Ehre, weiterhin die ladinische Schule und die ladinische Kultur in der Landesregierung vertreten zu dürfen und die Ladiner in diesem Sinne auch, wenn man denkt, nach 100 Jahren Trennung der Ladiner im Alpenraum diese Verantwortung zu haben, dass die kleinste Gemeinschaft weiterhin besteht, dass die Sprache weiterhin überleben wird und weiterhin stark sein wird. In diesem Sinne nochmals Dankeschön auch für diese Sensibilität. Natürlich haben wir zwei weitere wichtige Bereiche in unserem Ressort und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir hier weiterarbeiten dürfen. Ich sage wir, weil ich mich vor allem bei meinen Mitarbeitern im Ressort und bei allen, die hier in den letzten Jahren stark festgearbeitet haben, bedanken möchte. Und ich wünsche, dass wir mit gleichem Elan und gleicher Kraft auch diese Projekte, die wir bereits gestartet haben, auch umsetzen können. Es geht vor allem um eines: Wie wird die Mobilität von morgen aussehen? Welche Alternativen zum Auto haben wir? Und ich glaube, wir haben hier sehr starke Weichen, Eisenbahnweichen gesetzt. Es soll wichtige Infrastrukturen im Eisenbahnbereich jetzt auch umgesetzt werden. Ganz Südtirol soll verbunden werden. Es ist noch ein langer Weg. Auch hier ressortübergreifend mit sehr, sehr vielen anderen Kompetenzen auch in Spannungsfeld zu tun, aber vor allem mit den Menschen vor Ort, mit den Gemeinden. Also auf diese Herausforderung freuen wir uns und wir sind bereit, dies anzugehen. Naturalmente importante per noi continuare sui lavori già iniziati e su tanti che arriveranno, ma sullo sviluppo del corridoio del Brennero insieme a Bruxelles, insieme ai ministeri e soprattutto anche con il gruppo FS. Vogliamo cercare di portare avanti importanti progetti per la provincia di Bolzano come alternativa alla macchina, perché vogliamo sgravare soprattutto le città dal forte traffico che c'è e quindi abbiamo importanti progetti che stanno per essere cantierizzati e questi con un team che ringrazio già oggi per il lavoro fatto, ma soprattutto voglio motivarli anche per farlo allo stesso modo nei prossimi anni. Noi ci saremo e siamo contenti di poter affrontare le prossime sfide. Grazie. Vielen Dank, grazie Dilan. Deutsche Bildung und Kultur, Innovation, Forschung, Museen und Denkmalpflege, das sind in den kommenden 5 Jahren die Themenbereiche im Ressort von Landesrat Achammer. Herr Landesrat, Ihre Zuständigkeitsbereiche sind somit auch in dieser Legislatur breit gefächert. Zu den Bereichen Bildung und Kultur haben sich nun neue Agenten hinzugesellt, von der Forschung und Innovation bis hin zur Denkmalpflege. Spagat oder perfekte Ergänzung? Wunderbare Ergänzung sogar. Ja, schönen Vormittag auch von meiner Seite. Buongiorno a tutti. Das sagen einige, ja, das habe ich jetzt ein paar Mal gehört, also das schönste Ressort. Ich nehme es extrem gerne, wenn es das ist. Ich habe aber heute Vormittag ein bisschen erschreckend festgestellt, ich bin jetzt der einzige verbleibende Landesrat neben dem Landeshauptmann, der in die 3. Amtszeit geht. Sonst sind es
Schon. Man sieht es uns an. Ich habe seit Beginn, also seit 10 Jahren, vor allem 2 Kompetenzen. Der letzten Amtszeit ja auch die Wirtschaft und die Arbeit unter anderem, aber Bildung und Kultur. Und ich glaube, man hat mir angemerkt, dass mir diese Kompetenzen ganz, ganz besonders ans Herz gewachsen sind. Deswegen ist es ein wunderbares Ressort, weil es jetzt die Bildungsagenten und die Kulturagenten eigentlich umfassend zusammengefasst wurden und sich, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen. Ich bin von einem ganz fest überzeugt und deswegen wird mein Engagement für Bildung und Kultur maximal sein, auch in den kommenden Jahren. Wenn wir nach den gesellschaftlich schwierigen letzten Jahren eine Antwort darauf geben wollen, zu mehr Zusammenhalt beitragen wollen, dazu beitragen können, dass vielleicht die Kinder von heute, morgen die Krisen, und wir hoffen nicht, dass sie sich in dem Rhythmus der letzten Jahre wiederholen, meistern können, dann müssen wir, damit sie starke Wurzeln entwickeln, in Bildung und Kultur investieren. Das ist unsere einzige Chance, die wir haben, weil wir da in das Know-how, in die Talente, aber auch in die Bedürfnisse, auch in jene, die Unterstützung brauchen, ganz stark investieren und darauf bauen, dass sie in den wichtigsten Jahren ihres Lebens, und das werden wir auch viel gemeinsam auch mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Rosemarie Palmer arbeiten, gerade auch was die Kleinkinderbetreuung betrifft und den Bereich Familie. Aber hier sind die prägenden Jahre für ein Kind, um morgen gut aufwachsen zu können und den Stürmen der Zeit standhalten zu können. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr. Wir werden alles dafür tun, auch hier wie bisher. Ich glaube, dass das Land Südtirol in diesen Bereichen gut aufgestellt ist, aber dass sich auch in unserem Land viel verändert hat und dass wir auch neue Schritte setzen müssen im Bereich der Bildung und der Kultur. Es gibt viel zu tun und ich freue mich, dass wir jetzt endlich mit der Arbeit beginnen können. Un ringraziamento anche da parte mia, anche per le deleghe che ho avuto negli ultimi anni e che non c'ho più. Posso dire che li passiamo, e questo per me sta veramente a cuore anche dirlo oggi, soprattutto con ottimi dirigenti della provincia che abbiamo e che accompagnano a queste deleghe in un modo eccezionale. Questo mi sta anche a cuore dirlo oggi. Grazie. Vielen Dank, Magdalena Amhoff. Sie verantworten nun als Landesrätin die Agenten Europa, Personal und Arbeit, eine Kombination, die in dieser Form neu ist. Sie sind als Landesrätin für das Personal, der Landeshauptmann hat es gestern bei der Vorstellung des Programms im Landtag auch gesagt, gewissermaßen nun die größte Arbeitgeberin des Landes. Welche Abteilung werden Sie zuerst besuchen? Ja, wie soll es anderes sein? Selbstverständlich die Abteilung Personal wird meinen ersten Besuch betreffen. Ich habe mich in den letzten Jahren mit der Entwicklung im Personalwesen auseinandergesetzt. Ich habe es beobachtet. Ich habe mitgearbeitet, soweit ich es von der politischen Seite tun konnte, wenn es darum ging, Anpassungen für Gehälter und Löhne zu diskutieren und sich einzubringen, aber auch Forderungen zu stellen. Und gerade deshalb ist mir dieser Bereich ein ganz wichtiger. Ich kenne die Verhandlungspartner, ich kenne die Stakeholder. Und ich kenne auch den Rahmen, innerhalb welchem wir uns in diesem Bereich bewegen können. Und lassen Sie mich sagen, deshalb fühle ich mich in diesem Bereich auch richtig wohl. Aber abgesehen von den Lohnerhöhungen und den Inflationsanpassungen muss die Arbeit in der Landesverwaltung, insbesondere für junge Menschen, attraktiver werden, attraktiver gestaltet werden. Und das können wir mit verschiedenen Maßnahmen tun, indem wir einfach auch eine gute Work-Life-Balance entwickeln in diesem Bereich durch verschiedenste Maßnahmen. Und vor allem Berufseinsteigerinnen und Einsteiger erwarten sich von ihrem Arbeitgeber auch gewisse andere Kriterien, wie zum Beispiel eine interessante Weiterbildung, eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf und generell einen wertschätzenden Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und genau diese Themen werden bei mir in den kommenden 5 Jahren auf der Agenda stehen. Ja, und zum Thema Arbeitskräftemangel haben wir letzthin sehr viel auch diskutiert im Südtiroler Landtag, auch bei der Besprechung des Regierungsprogrammes. Ja, wir haben mit Abwanderung von klugen Köpfen zu tun, aber eben auch mit Arbeitskräftemangel. Das wird eine ganz große Herausforderung und es kommt immer wieder auf die Menschen an, auf den einzelnen Mitarbeiter und die einzelne Mitarbeiterin und deshalb wird mein Schwerpunkt darauf liegen, eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben, Maßnahmen in diesem Bereich zu entwickeln und wir haben sie auch im Regierungsprogramm bereits festgeschrieben. Und ganz besonders freue ich mich auf das Europaressort. Es bietet
einen enorm tollen Handlungsspielraum, den will ich auch nutzen und bereits die laufenden Projekte mit betreuen, mit begleiten und wo immer möglich auch noch mitgestalten. Und das verspricht eine sehr spannende Arbeit zu werden in diesen kommenden 5 Jahren. Die will ich angehen mit großem Elan, Begeisterung und mit Freude und darauf freue ich mich. Vielen Dank. Passiamo a Cristian Bianchi, a cui sono delegate le competenze in materia di edilizia, patrimonio, libro fondiario e catasto. Assessore Bianchi, la provincia gestisce un patrimonio di oltre 600 unità immobiliari che spaziano da edifici scolastici a musei, rifugi, laboratori, strutture istituzionali ed amministrative. Un patrimonio quindi importante e prezioso di cui lei sarà il custode nei prossimi anni. È una grande responsabilità. Che cosa le sta particolarmente a cuore? Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente per questa delega che mi ha voluto dare, che ritengo essere una delega molto importante e che è molto in linea anche con l'esperienza che ho fatto da sindaco negli ultimi 10 anni, occupandomi di lavori pubblici e di patrimonio. Sappiamo che in Alto Adige abbiamo un patrimonio molto importante ed è nostra responsabilità mantenerlo efficiente, garantire per esempio nel mondo scolastico una qualità scolastica di alto livello, concorrere sempre di più al risparmio energetico, quindi lavorare sul nostro patrimonio affinché sia sempre più efficiente e utilizzato da tutti i nostri cittadini. Però nell'ambito dei lavori pubblici e dell'edilizia abbiamo in questo momento 193 progetti da portare avanti, quindi prendo una responsabilità molto importante. Ci sono tra l'altro dei progetti importantissimi come il polo bibliotecario, il polo per l'autonomia, il museo archeologico, cioè sfide molto importanti che la provincia dovrà portare avanti e sulla quale io cercherò di mettere tutta la mia esperienza che ho maturato in questi anni. È da dire che l'ufficio è un grande volano anche per l'economia, perché sono investimenti che vengono fatti sul territorio, investimenti che valorizzano le aziende, danno posti di lavoro, e quindi il mio ruolo sarà cercare di essere più capace possibile nel velocizzare tutte le attività amministrative attraverso un grande team che in questi uffici c'è, tanti dipendenti capaci, efficaci. Io li ho conosciuti tutti da sindaco e sono convinto che potremmo, diciamo, fare un buon lavoro. C'è poi il settore del catasto e del libro fondiario, che diciamo è sempre un po' una cenerentola in questo senso, ma la sua efficienza, la sua capacità di fornire ai cittadini un servizio importante è altrettanto rilevante per garantire a tutti i cittadini di avere documenti efficienti e che possano garantire operazioni finanziarie e immobiliari importanti. Quindi grazie per questa delega e ci metteremo ovviamente tutto l'impegno. Grazie. Peter Brunner übernimmt als Landesrat die Zuständigkeit für Umwelt, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport. Herr Landesrat, in Ihrem Zuständigkeitsbereich gibt es bestimmt viele Synergien, in bestimmten Fällen bestimmt auch Zielkonflikte. Wo werden Sie Ihre Schwerpunkte setzen? Ja, als erstes möchte ich mich beim Landeshauptmann und natürlich auch beim Landtag für das Vertrauen bedanken. Und ich werde auf alle Fälle dieser verantwortungsvollen Aufgabe mit sehr viel Demut begegnen. Wie Claudia Mesner richtig sagt, glaube ich, gibt es sehr viele Synergien, es gibt sehr viele Chancen. Vor allem der Bereich Umwelt, Klima, glaube ich, ist, so wie es auch der Landeshauptmann bereits gesagt hat, mit der Nachhaltigkeit ein großes Zukunftsthema. Und dieses Zukunftsthema geht es jetzt anzugehen, ressortübergreifend. Und wir wissen um die Wichtigkeit dieser Thematik und natürlich auch der Raum und Landschaft. Hier wird es natürlich gewisse Kritizitäten geben, aber ich glaube, dass es hier das gewisse Augenmaß und vor allem den Ausgleich der Interessen braucht. Und das habe ich, glaube ich, auch in BRICS immer wieder bewiesen, dass es diesen Ausgleich der Interessen braucht und vor allem auch die Menschen mitzunehmen. Die Menschen mitzunehmen bei den politischen Entscheidungen, bei den Entscheidungsfindungen. Und ich glaube, das wird uns auch gelingen. Hier bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Auch hier sind wir, wie beim Gesetz für Raum und Landschaft, bereits gestartet, auch mit den Menschen draußen in den Gemeinden zu arbeiten. Aber auch beim Klimaplan, wo wir letzte Woche auch hier bereits die Möglichkeit hatten, bei der Auftaktveranstaltung und nächste Woche dann auch beim Stakeholder-Forum, einmal beim Klimabürgerinnenrat und nächste Woche beim Stakeholder-Forum, wo Menschen, Verbände mitgenommen werden und wir alle daran arbeiten, Südtirol noch
schöner zu machen und vor allem noch nachhaltiger zu machen. Und ich glaube, das wissen wir alle, die Zeit ist nicht mehr da, deswegen braucht es konkrete Umsätze. Hier vor allem geht es in Richtung CO2-Emissionen zu vermeiden. Dann vor allem geht es auch, dass man versucht, auch dementsprechend Energieeffizienz noch weiter zu fördern, und hier gibt es dann, und die Ämter sind hier schon auf einem guten Weg, aber natürlich werden wir versuchen, hier natürlich auch politische neue Inputs einzubringen. Ich freue mich auf alle Fälle auf diese Aufgabe, und was mich auch freut, es ist der Sport, was natürlich ein tolles, auch als Thematik, selbst als Sportler und als Sportbegeisterter, einmal glaube ich, ist es wichtig als gesellschaftlicher Aspekt. Es bringt Menschen zusammen, aber natürlich auch vor allem im Bereich der Gesundheit und vor allem im Bereich Prävention ist Sport ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dieses tolle Ressort auf alle Fälle wird mir sehr viel Freude machen, wird natürlich auch eine große Arbeit, aber ich möchte an diese Arbeit herangehen. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber vor allem mit den Menschen versuchen, hier eine gute Politik für Südtirol zu machen. Dankeschön. Vielen Dank. Wohnen, Sicherheit und Gewaltprävention sind die Agenden von Landesrätin Uli Meier. Frau Meier, Sie sind seit 2003 im Südtiroler Landtag vertreten und schon während Ihrer Zeit als Abgeordnete, wir wissen es waren die Themen Sicherheit zum einen und Wohnen zum anderen Kernthemen für Sie. Nun können Sie in der Regierung diese Bereiche selbst gestalten. Wie werden Sie es angehen? Ja, einen schönen guten Nachmittag, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, auch ein Grüß Gott an die Menschen, die uns im Livestream zusehen. Vielen Dank für diese Frage. Es stimmt, grundsätzlich habe ich seit Jahren als Abgeordnete zum Südtiroler Landtag festgestellt, dass sowohl im Bereich des leistbaren Wohnens und auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit einiges besser gemacht werden kann. Jetzt als Mitglied in der Landesregierung besteht auch wirklich die konkrete Chance zu gestalten. Ich werde nun zunächst einmal die ersten Schritte, das kompetente Team fertig zusammenstellen, mich mit allen Ämtern im Bereich des Wohnbaus, aber auch mit allen Akteuren im Bereich der öffentlichen Sicherheit, der Prävention, natürlich auch mit den Gemeinden zusammensetzen, dann natürlich auch mit meiner Kollegin Barmer im Bereich des Sozialen, aber auch mit Kollegen Brunner und Kollegen Achammer, denn eines muss man sagen, meine Bereiche sind auch Bereiche, die ressortübergreifend abgestimmt und funktionieren müssen. Wir werden eine Bilanz ziehen, was läuft gut, was ist vielleicht anders zu machen, was läuft überhaupt nicht und wo sind auch neue Wege zu gehen. Es wurde von einigen hier schon gesagt, grundsätzlich geht es uns allen darum, eine gute, realistische und womöglich auch bessere Politik für die Südtirolerinnen und Südtiroler zu machen. Wir werden dann natürlich Fristen uns setzen und laufend auch evaluieren müssen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass uns gemeinsam es gelingen wird, sowohl im Bereich des leistbaren Wohnens, aber auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit kräftige Akzente zu setzen, damit sich die Südtirolerinnen und Südtiroler in unserer Heimat wieder sicherer fühlen und auch eine leistbarere Heimat vorfinden. Aber ich bitte auch die Medienvertreter, uns jetzt vor allem den Neuen auch die nötige Zeit zu geben. Vielen Dank. Hubert Messner übernimmt in der neuen Regierung das Amt des Landesrats für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit. Herr Messner, das Regierungsprogramm ist in Ihrem Zuständigkeitsbereich sehr ambitioniert, sehr detailliert auch ausformuliert. Welche Prioritäten werden Sie im Gesundheitsbereich setzen? Danke, schönen Nachmittag von meiner Seite. Es wäre nicht gut, wenn ein Programm nicht ambitioniert wäre. Was hätten wir, welche Zukunft, wenn wir nicht Ambitionen haben? Und die Ambitionen habe ich, dieses Gesundheitssystem vielleicht nicht umzukrempeln, das müssen wir nicht, sondern auf neue Füße zu stellen. Ich schicke voraus, wir haben ein Gesundheitssystem, und ich sage das immer wieder, das sicher besser ist als ein Ruf. Wir haben Mitarbeiter in diesem Gesundheitssystem, die besonders über die letzten Jahre und nicht nur über die letzten Jahre Großartiges geleistet haben, die eine Resilienz gezeigt haben, wie, glaube ich, wenige in dieser Gesellschaft. Und das müssen wir als erstes anerkennen.
Ich bin mir aber vollkommen bewusst, dass es Baustellen gibt und ich möchte diese Baustellen nicht jetzt einzeln aufzählen, Sie kennen sie alle. Aber wir haben Maßnahmen angedacht, um diese Baustellen nicht von heute auf morgen, aber diese Baustellen zu schließen. Wobei eine Priorität klarerweise die wohnortnahe Betreuung ist. Nur mit dem Ausbau dieser wohnortnahen Betreuung. Und ich will nicht sagen, ja, vielleicht mit einem Verstärken dieser wohnortnahen Betreuung, das beginnt schon bei einer Offensive der Ausbildung. Sie wissen, wir bilden Allgemeinmediziner aus. Es beginnt bei strukturellen Voraussetzungen, bei personellen Voraussetzungen. Es beginnt oder geht weiter mit zur Verfügung stellen von Instrumenten. Wenn wir das schaffen, dann schaffen Sie 80% der Probleme, die auftreten. Sie schaffen es nicht alleine, Sie brauchen die Fachärzte, Sie brauchen die Vernetzung mit den Fachärzten und das bedeutet die Aufrechterhaltung von den 7 Krankenhäusern, die wir nicht mit neuen Inhalten füllen müssen, die wir nur in einem abgestuften Modell arbeiten lassen. Deshalb in diesem Sinne, ich habe lange gearbeitet in diesem Betrieb, ich kenne den Betrieb, ich kenne die Mitarbeiter. Für mich ist das Erste, wieder diesen Mitarbeitern die Wertschätzung zu geben, die ihnen zusteht, wieder etwas Menschlichkeit in diesen Betrieb zu bringen. Und ich denke, dann haben wir die Voraussetzung, in den nächsten Jahren wieder auf eine neue Straße zu kommen. Ich bedanke mich auch beim Landeshauptmann für das große Vertrauen, das er mir gegeben hat. Ich freue mich auf diesen Auftrag, bin aber demütig, bin mir vollkommen bewusst meiner großen Verantwortung, die ich da übernehme. Aber ich weiß, die Mitarbeiter des Gesundheitsbetriebes hinter mir. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Last but not least, letzter im Alphabet, nur deswegen. Luis Walcher, Sie verantworten als Landesrat in den kommenden 5 Jahren die Agenden Landwirtschaft und Tourismus, beides prägende Sektoren in Südtirol, die einander auch bedingen. Welche Schwerpunkte liegen Ihnen am Herzen für die Entwicklung und ein gutes Miteinander dieser beiden Bereiche? Ja, zuallererst mal schönen Nachmittag von meiner Seite, hier den Anwesenden und jene, die in der Mittagspause es wert finden, uns zuzuhören, wie wir uns vorstellen. Alphabetisch weiß ich, dass ich meist an der letzten Stelle bin, möchte aber schon betonen, dass mit der Landwirtschaft und diesem Ressort, das der Herr Landeshauptmann mir zugeteilt hat, 20 geschlossene Höfe dazugehören, 76.000 Hektar von der Talsohle bis hinauf zu den Gletschern. Und dass es ein Spiegelbild ist von dem, was unser Land hat, behalten hat bis auf den heutigen Tag und dass es auch zu wertschätzen gibt. Und die 2 Bereiche werden sich auch deshalb gut ergänzen, weil sie Säulen sind dieser unserer Heimat. Auf der Landwirtschaft aufgebaut bis auf den heutigen Tag, wo wir in Tälern Grundstücke bearbeiten, wo bereits seit Generationen niemand etwas mehr macht. Wir haben eine Forstwirtschaft, die trotz des akuten Problems des Borkenkäfers und des Windwurfes vor einigen Jahren sehr aktiv ist und wo in den nächsten Jahren sehr viele Herausforderungen anstehen, damit der Wald wieder verjüngt wird, damit der Wald auch eine Zukunftschance bekommt und damit wir auch gerade Thema Klimawandel, gerade Thema versiegelte Bodenflächen, damit wir auch unserer Natur eine Chance geben, in der Zukunft uns zu helfen, damit auch der Schritt in die Zukunft gelingen kann. Und dasselbe wird beim Obst- und Weinbau gelingen, denn es ist so, dass die Landwirtschaft ein sehr traditioneller Bereich ist, ein Bereich ist, der sich anscheinend langsam bewegt, aber er bewegt sich, er geht mit der Zeit und das ist gut so. Die meisten merken es nicht, weil sie sich dort nicht auskennen gut. Und ich möchte eine meiner Hauptaufgaben auch darin sehen, dass man die Landwirtschaft wieder vielen Menschen in diesem Lande verständlich macht. Das sind Menschen, die in der Hitze des Sommers arbeiten und in der Kälte des Winters. Sie arbeiten im Freien, sie arbeiten nicht dort, wo der Schreibtisch angenehm ist und die Aussicht vom Bürofenster perfekt. Sie arbeiten dort, wo wir aber am Sonntag bei den Ausflügen und wenn wir uns bewegen, eine Kultur- und Naturlandschaft vorfinden, die es wert ist. Denn sonst würden wir nicht, und da gehe ich auf den zweiten Bereich über, so viele Menschen kommen, die Südtirol schätzen und die hier eigentlich eine Gegend vorfinden, die Lebenstraum beschreibt. Und der Tourismus ist eben dieser Bereich, der uns seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts Wohlstand gebracht hat. Aufbauend von kleinen Dorfgasthäusern über Baren, über kleinen Pensionen, Frühstückspensionen, kleinen Hotels, die dann sich immer angepasst haben an dem,
was der Zeitgeist erfordert, das wir vielleicht auch an einigen Wochenenden im Jahr genießen möchten und die im allergrößten Teil von Familien geführt sind, die 7 Tage die Woche versuchen, gute Gastgeber zu sein, die auch mit regionalen Kreisläufen durchaus leben können, indem Produkte, die hier angebaut werden, hier den Gästen vorgesetzt werden und wo man auch sieht, wo Südtirol draufsteht, ist Südtirol drinnen. Und das ist ja im ganzen Bereich Tourismus auch die Bewerbung unseres Landes. Ein Bereich, den ich durchaus mit Respekt angehen will, weil es ein Bereich ist, der auch mit der heimischen Bevölkerung gut abgeklärt werden soll. Und ich glaube, die Kollegen in der Landesregierung stehen mir da auch hilfreich zur Seite, dass wir das richtige Maß finden, dass wir auch den richtigen Ton finden in der Bewerbung und dass wir Südtirol von der Seite zeigen, wie es ist, von einer schönen Seite, von einer ehrlichen Seite und von einem Südtirol, das in die Zukunft schauen kann. Vielen Dank und vielen Dank nun an die Mitglieder der Landesregierung für diesen ersten Eindruck und Blick auf einige Schwerpunkte. Es gibt nun die Möglichkeit für die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Medien, Fragen hier zu stellen und sonst natürlich Einzelinterviews und Fragen an die einzelnen Mitglieder auch draußen im Foyer. Gibt es Fragen an dieser Stelle? Bitte, Carmelo, se puoi prendere il microfono così anche chi ci segue in diretta può seguire. Carmelo Salvo. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessori, Carmelo Salvo, Corriere. Presidente, andiamo alla cronaca di questa mattinata. Allora, giunta provinciale che è stata approvata con 18 voti invece di una maggioranza di 19, in quanto il consigliere dei Freiheit Liche Leitais Reber ha dichiarato la sua astensione di aver sbagliato, comunque si è astenuta, e per ben 2 volte il Presidente del Consiglio provinciale non è stato eletto, quindi dovrete andare ancora ad elezioni. Lei ha detto fin dall'inizio che una maggioranza a 5 partiti è una maggioranza complicata. Queste sono scosse di assestamento oppure è una maggioranza ad alto grado sismico? No, mi piace l'immagine della scossa di assestamento. Ovviamente è una novità questa maggioranza, qualcuno ha parlato di pentapartito, però forse diciamo, certi riferimenti vanno anche evitati perché diciamo, la nostra situazione è diversa, perché è dovuto anche diciamo, al nostro sistema che trova le sue basi nello Statuto di autonomia. Io credo che anche in passato, credo di non sbagliarmi, ci sono stati momenti di questo tipo dove si è dovuti passare a una seconda votazione e perciò io credo che riusciremo oggi ad andare avanti con l'ordine del giorno durante il pomeriggio per affrontare anche tutte le altre votazioni che bisogna ancora fare e mettersi subito al lavoro. A proposito, domani già avremo la prima seduta di giunta, di questa giunta neoletta oggi. L'ordine del giorno è stato ancora predisposto da me perché così ho dovuto fare perché non erano ancora legittimati i colleghi, però domani già discuteremo assieme questo ordine del giorno e anche oltre ai punti all'ordine del giorno, soprattutto sul modus operandi, diciamo, su come ci daremo anche un calendario di lavoro molto preciso. Inizieremo con delle clausure, questo l'abbiamo già condiviso, anche domani andremo a calendarizzarle precisamente e anche l'ordine del lavoro di queste clausure, per proprio rimboccarci le maniche, adesso metterci al lavoro. Il programma è concreto e preciso, andiamo a lavorare e spero che anche il Consiglio sia presto in grado, diciamo, a esprimere tutta la sua capacità, perché porteremo in Consiglio a breve la prima modifica di bilancio con risorse importanti che dovremo iscrivere al bilancio. Grazie al buon andamento anche della congiuntura questo è possibile, ma non solo, grazie anche alle trattative che abbiamo potuto chiudere in modo molto positivo con il Governo a Roma, e perciò avremo risorse da poter destinare alle tante tematiche che vanno affrontate. Ecco, ci sono altre domande, altrimenti appunto c'è la possibilità di fare le interviste ora, al Termine della Konferenz stampa. Ja, ich würde sagen, ich wünsche der Landesregierung damit einen guten Einstand, gute Arbeit im Namen von uns allen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, grazie per la vostra attenzione, anche di chi ci ha seguito online e buona giornata.